Neue Woche, neue Energie und somit herzlich willkommen. Ich bin Madame Mystik und nehme dich wieder mit in einen Mystik-Impuls für diese Woche. Ja, auch heute wieder mit dem Mystik-Orakel. Ich habe die Karten schon gelegt, weil irgendwie die Technik versagt und darum sind wir jetzt halt beim Mischen nicht dabei, aber das ist schon nicht so wild. Dafür können wir gleich losstarten und können schon mal schauen, was für Impuls das wir hier haben für die Woche. Und es ist auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben den Wechsel von März in April, neue Energien, neue Qualitäten und die Woche, ja, da läuft auch noch ein bisschen etwas. Und zwar, wir haben als erstes der Abschied, die Entscheidung und die Verwicklung. So, was will uns das für diese Woche sagen? Und zwar, wir dürfen endlich loslassen. Loslassen an alten Strukturen. Und das bedarf einer Entscheidung. Also man darf sich dafür entscheiden, zum neuen Weg zu gehen, zum Altes hinter sich zu lassen. Es kommt nicht etwas, wo einfach das Zeug wegfegt. Das funktioniert nicht. Du selber entscheidest dich dafür. So, und jetzt fragst du dich, ja, wie soll ich mich denn entscheiden? Ganz simpel. Wenn du Altes loslassen willst, was dir nicht dienlich ist, dann ist es mal wichtig, dass man die Verwicklung mal definieren kann. Und dann in die Verkörperung kommt, das heisst, so denken, so fühlen, so sprechen, so handeln und so weiter und so fort, wenn man die Verwicklung nicht mehr hat. Weil sonst bleibt man energetisch immer in alten Strukturen. Und das ist eine Entscheidung. Du allein entscheidest, ob du in alten Gefilden unterwegs sein willst oder man sich mehr wert ist, um vielleicht auch neue Sachen zu entdecken, die grossartiger, leichter, nicht wie das hier, leichter, ohne Verwicklung ist. Falls du dich jetzt fragst, ja, was für Verwicklungen, von was reden sie, kein Problem. Ich helfe dir auf die Sprünge. Und zwar die Masken. Romantik. Für was brennst du wirklich? Für was brennst du wirklich? Was ist wirklich etwas, wo du dich unglaublich gerne hingeben würdest? Das kann ein Hobby sein, vielleicht an einem Mensch, wo man vielleicht wo die Liebe gesteht oder eben genau neuen Weg. Für was brennst du wirklich? Solange wir nicht dem nachgehen, für was dass wir brennen, heben wir immer etwas aufrecht. Und ja, da reden wir von der Maske. Maske, ja, wir tut halt Maske wie ein Chamäleon anpassen, oder? Immer so ein bisschen der Situation entsprechend. Ich finde das beste Beispiel immer, was ich sehr spannend finde und wo viele kennen, die da draussen irgendwie etwas mit Spiritualität, Kartenlegen, Pendeln, was auch immer zu tun haben. Wir reden in dem Fall nur mit den Leuten, die einen verstehen. Wo man merkt, die könnten vielleicht auch noch so sein. Und zack, was passiert? Mit diesem Umstand oder der Umgebung entsprechend wie ein Chamäleon wir die Farbe anpassen. Wir sagen nur noch das, was wir das Gefühl haben, dürfen wir sagen. Wieso sind wir nicht authentisch? Wenn du, keine Ahnung, über das Pendeln reden und das Bedürfnis gerade in dem Moment hast, mit jemandem über das zu reden, dann mach doch das. Und das ist ja nicht nur, ich sage jetzt, wenn es um das Thema Spiritualität geht, es ist ja auch im Alltag. Wie viel Mal passen wir uns an, um Frieden zu lieben? Damit es anderen passt. Aber die Frage ist, wo passt es dir? Wo kannst du dich hingeben? Wo kannst du dich hingeben?
Was ist das, was dich inspiriert, wo du findest, wow, das ist cool? Und wenn du dich dem hingibst und dich dafür entscheidest und sagst, ich gehe einen anderen Weg, oder das ist mein Weg, dann fängst du auch an, so handeln, so Schritt vollziehen, so reden, so fühlen und vor allem authentisch sich zu zeigen. Allbekannter Satz und erkennen sicher viel. Ich mache es nicht, weil sonst hängt der Haussagen schief. Ja schon. Ist denn nicht so, dass der Haussagen schon schief hängt? Und man das einfach als Ausrede nimmt. Weil Menschen, die einem gerne haben, Menschen, die einem lieben, denen ist egal, ob du als Ziel nehmen, als Hingabe, wo du dich kannst hingeben, wo du brennst dafür, wenn du sagst, ich will zum Mond fliegen. Die unterstützen dich in dem Prozess. Für die, wo du vielleicht nicht so, ich sage jetzt, einen Stellenwert hast, müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Wort Stellenwert, die würden dir sagen, das ist doch unmöglich, das geht doch nicht. Auch diese Zeit ist ganz, ganz wichtig jetzt. Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Für wer brennst du wirklich und für wer nicht? Und alte Strukturen loslassen ist auf jeglicher Ebene denkt und nicht nur einfach so ein bisschen Partnerschaft oder ein bisschen shiften. Also, ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber ja, das ist wirklich mit Menschen, ob Möbel, ob alten Scheiß, den du daheim hast, wo es schon seit 100 Jahren im Zeug rumstauben, wo man ja nicht weggibt. Wir können es noch brauchen. Oder man hat von Leuten, wo man mal gerne Karten irgendwo ein Kästchen irgendwo im Ecke oder ein Kartonschächtel mit Ware drin. Ja, die Energie ist immer noch bei dir. Aber wenn du sie nicht anschaust, raus, das sind alles Entscheidungen. Abschied, Abschied, lass los. Das sind alles Entscheidungen. Das sind alles Entscheidungen. Dann, was haben wir noch? Die Öffentlichkeit und die Freundschaft. Und wir haben den Betrug. So. Damit das doch passieren kann, Hand in Hand. Hand in Hand. Und es ist egal mit was. Sei es mit einem Menschen, sei es mit einem Job Hand in Hand gehen, mit dir selber, mit deinen inneren Bedürfnissen für das, was du brennst. Oder das, was unterhalb dieser Maske passiert. Damit das passieren kann, darf man anfangen, sich verschmilzen mit dem da draussen. Seien wir mal ganz ehrlich. Jeder von uns hat eine eigene, kleine, innere Welt. Jeder. An Wünschen, ich hätte noch gern und es wäre noch toll. Wieso die Wünsche und die Träume nicht einfach nach außen bringen, in die Öffentlichkeit? Falls du jetzt sagst, ja, aber das ist doch nicht möglich. Du selber, egal welchen Wunsch das du hast, du selber entscheidest darüber, ob das irgendwie zu dir kommt oder halt eben nicht. Ob das möglich ist oder nicht. Du selber setzt die Grenzen. Du selber. Und ist es nicht so, dass wir eigentlich ja alle den Wunsch haben, um ein erfülltes Leben zu führen? Aus dem Betrug, aus Verpflichtungen, ständig so, dass jeden Tag der gleiche Turnus, schon fast ermüdend.
Aber für das dürfen wir auch bereit sein, das, was in uns innen schlummert, mit der Welt, im Aussen, im Physischen, zu verschmelzen. Die innere Welt, und sie ist nicht klein, sie ist sehr gross bei allen. Die Wünsche, die man hat, endlich mit der physischen Welt zu verschmelzen. Nicht nur in dir drinnen behalten, sondern die auch wirklich einmal nach aussen zu tragen. Weil sonst haben wir immer zwei Welten. Wir haben im stillen Kämmerlein unsere eigene innere Wunschwelt und hätte Fahrradkette und wäre schön gewesen und so weiter und so fort. Und wir haben das physische Game da draussen, das wir spielen. Wäre es nicht einfacher, wenn wir diese zwei Welten, die hier machen, wenn die sich die Hand reichen und Hand in Hand dürfen durchs Leben durch, surren, flitzen, gumpen, fliegen, wie auch immer. So. Zum Abschluss noch eine Botschaft. So, wir haben die Intuition, die Nachricht, die Veränderung und wunderschön die Ernte. Und zwar wenn du auf deine sensitiven Superkräfte mal hörst, die kommen immer wieder Signale über. Immer wieder. Und sie schöpfen dich förmlich an Veränderungen her. Förmlich. So. Die Frage ist, machst du die Veränderung auch oder denkst du, ja, schön gewesen und jetzt ist es dann aber auch gut? Der Impuls und das Herschöpfen ist nicht da, um dich zu bestrafen, sondern um dich genau in den Prozess hineinzubringen. Loslassen, Masken abnehmen, fremde Entscheidungen zu treffen und dir auch zu zeigen, für was du wirklich brennst. Ich meine nicht verbrennen, brennen, wo ein richtiges Herzfeuer entsteht, wo man denkt, oh, das ist so cool. Das tut mir so gut. Das macht mir Spass, das macht mir Freude. Das ist da, um dich dort herzuschöpfen. Machst du es auch? Diese Woche? Wirst du noch ein paar Mal hergeschöpft. Also achte ganz gut auf die Zeichen. Und wo man die will, dran herschupfen. Ich bin gespannt. Lass mich es gerne wissen in den Kommentaren. Vielleicht wirst du wirklich geschupft. Bitte passen auch auf euch. Nicht, dass ihr dann stürzen oder so. Aber ja, mir wird förmlich hergeschupft. Da kommen immer wieder Zeichen, immer wieder Botschaften. Dass genau diese Bewegung in die Veränderung bringt. Dass genau das braucht, um dort herzukommen, wo man eigentlich hin will. Aber wir dürfen es auch umsetzen. Es will uns in die Ernte bringen. Nicht in eine Bestrafung, nicht in ein Chaos, nichts. Wenn man diesen Impuls folgt und auch wenn sie vielleicht am ersten Moment eher zäh erscheinen, folge ihnen. Setze sie um, weil dann kann die Ernte kommen. Du kannst die Ernte einfahren. Aber loslassen ist angesagt. Loslassen. Und entscheide dich dafür. Nicht einfach nur so ein, ja, ich mache es jetzt, sondern ein full fuck yes.
für dich, für das, was in dir lodert. Und vor allem, dass das nicht nur einfach in deiner inneren eigenen Welt bleibt, sondern endlich auch nach aussen getragen wird und mit dieser Welt verschmilzt. Und somit wünsche ich dir ganz gute Woche. Bleib bei dir. Lass mich gerne wissen in den Kommentaren, ob es vielleicht irgendwo ein Schupfmanöver gegeben hat. Und somit bis zum nächsten Mal.